Ja, ja, die Duelle werden instinktiv. Bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution in der GX-Kampagne mit primär Instinkt, also sprich Dino, bzw. Kroko gegen Dino. Und Jim Cook kam zu Jaden. Aha, er war besorgt, weil er elektromagnetische Wellen entdeckt hatte. Irgendwas in der Luft hat die primitiven Instinkte von meinem Krokodil Shirley aktiviert. Krokodilmann, angreifen. Ruhig, Junge. Er hat also Dino-DNA im Blut. Muss mich duellieren. Oh Mann, ey. Ganz ehrlich, könnte es noch verrückter sein? Ich glaube eher nicht, oder? Und vor allem hoffe ich es nicht. Das ist schon irgendwie ziemlich creepy. Tyranno Hazelberry gegen Gene Crocodile Cook. Ah, stimmt, ich spiele als Jim. Was hat denn der für ein Deck überhaupt? Okay, was ist denn überhaupt alles so? Mehrteil-Golem. Den rufen geht aber noch nicht, dann... Da komm, ich setze mal verdeckt. Und mal einen Ruf der Gejagten aufdeckt. So. Jetzt mal gucken, was der gute Tyranno macht. Ein Säbelsaurier. Die haben Power. Ja, das war doof, wa? Ganz ruhig, Brauner, ganz ruhig. Was haben wir da für ein schönes Monster? Verlorener Wächter. Ein verbannten Monster Typ Fels mal 700. Und dann gar keins. Ja gut, rufen einfach mal. Großteil Golem. Nee, den will man gerne für später aufsparen. Großteil Golem. Aha. Ja, machen wir einen Säbelsaurier lang. Nein. Bitte nicht. Finstere Triceratops. Oh, okay, das wird gleich richtig wehtun. Ja, die Karte aktivieren, ich weiß nicht recht. Ich warte noch, ich warte noch. Felsenkrieger, ernsthaft, okay. Nee, komm, Schrei der Untoten, ruf mal einen Großteil Golem zu... Oh, nein, 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 Moment. So, schon das richtige Monster. Und dann noch die Erde Hex versiegelte Fusion. So. Rufen wir doch einfach mal Mehrteil Golem. Ich wundere, kann sie ins Extra-Deck zurücklegen, falls alle Fusionsmaterialien... Das haben wir schon beschwören. Die Frage ist halt... Kommen wirklich beide zurück, die ich jetzt schon auf dem Feld habe, oder kommt nur Großteil Golem zu oder gar keins, weil auf der Karte stehen ja eigentlich zwei Monster. Großteil Golem und Mittelteil Golem. Das ist gerade die Frage, die ich mir stelle. Ja, wir können es ausprobieren, komm. Aha, am Ende Battlephase. Nee, warum auch? Bringt ja nichts. Wenn ich, nachdem ich angegriffen habe oder hätte, das dann den Effekt aktivieren könnte, das wäre was anderes. Wann darf man ein Monster, kann das wagen? Schon wieder? Was bringt das? Ah! Ordentliches Viech hat er, wa?
Fossilkeiler. Ja, er kann natürlich... Wobei, ist ein Grundtiff. Ja, da ist 2100 hätte ich aktuell. Wenn ich 3 verbannte Monster habe, ja, kann man sich jetzt fragen, was überhaupt was bringt. Ja, natürlich, mein Topf der Träger hat jetzt ausgespielt. Das finde ich jetzt nicht so geil. Das ist gerade eine Frage. Mehrteil-Golem. Ist ja irgendwie noch... Es gibt doch einen Großteil-Golem, Mittelteil-Golem und einen Kleinteil-Golem. Ist ja irgendwie noch ein stärkeres Monster davon, wo irgendwie 3 Stufen hat. Ich hatte irgendwie sowas im Gedächtnis noch. Oh komm, das ist aber unfair. Das ist mal ein richtig fieser Effekt. Alter Schwede. Er hätte sowieso nichts dagegen machen können, also insofern. Ja, was machen wir da? Ist mein Friedhof Full Spam? Wäre natürlich auch eine Option. So, die Ultrapille ist weg, Gott sei Dank. Hyperhammerkopf, oh nö. Schade, dass er zurückgeholt hat. Ich kann gerne angriffen, ne? Scheibenkleister. Was haben wir hier schönes? Mega-Felsdrache. Wenn du das Spiel entfernst. 700 Punkte. Aber erst 1, das lohnt sich noch nicht. Ich brauche definitiv viel mehr. So, kommt jetzt zumindest mal weg. Sehr schön. Läuft, Freunde, läuft. Naja. Nur sehr langsam, leider. Läuft nur sehr langsam, alter Schwede. Seelenerlöser schon wieder. Der mir soll es recht sein. Mir ist es doch nicht so recht. Ich habe mir anders überlegt. Was macht der jetzt auf den Quatsch? Aha. Jetzt muss man mal gucken. Das andere Tyranno Infini kann natürlich mit dem Fossilkeiler platt machen. Das haben wir schon, also in den anderen Typen haben wir schon das Spiel entfernt. Ja, habe ich halt nur durch diesen Zeitpunkt, war scheiße. Ich dachte irgendwie, die bereits entfernen würden auch gelten, wie beim Wächter, aber dem ist leider nicht so. Diese Infinite-Viecher sind ziemlich nervig. Ja, ich kriege auch mit Topf der Träger, da kriege ich noch nie genug Monster im Friedhof. Die anrufen geht irgendwie so auch nicht. Doch, wir können Mega-Fels dran theoretisch rufen, aber bringt mir nichts.
Spiel entfernen. Gaia-Platte Erdriese kann ich nachher vielleicht rufen, aber Glück und dann zerstören wir 3 meiner Monster. Ich brauche 2, um Gaia-Platte überhaupt zu rufen und 1 noch, damit ich den Effekt aktivieren kann. Ja, das bringt viel. Dankeschön, Kumpel. Das Brachiophie ist echt nervig. Ah, doch, warte mal, natürlich. Erstmal eine gegnerische Karte platt machen. Der Effekt ist nicht schlecht gewesen. Oh, Befragung aus dem Stein. Das klingt schon mal geil. Ich kann theoretisch mal mehr Metallgolem zurückrufen, weil es überhaupt klappt. So, warte mal. Ja, eben, wir können doch eigentlich... Ja, die 3 entfernen, aber es reicht halt trotzdem nicht. Aber mit Gaia-Platte Erdriese könnte es klappen. Einfach mal 2 davon einfach mal aus dem Spiel entfernen. Ah nee, so die Stand... Oh Mann, ist das scheiße. Hey, die Standby-Phase. Ernsthaft jetzt? Hä? Oh mein Gott, ich habe den Effekt falsch gelesen. Ich dachte, ich müsste, um den Effekt zu aktivieren, so wegen halbiere die Angriffe jedes Monsters, wenn diese Karte kämpft, dachte ich, das wäre so gemeint, dass ich, damit das funktioniert, müsste ich in meiner Standby-Phase ein Monster vom Typ Feld vom Friedhof aus dem Spiel entfernen. Natürlich Quatsch, das muss ich machen, damit er überhaupt vom Feld bleibt, weil der Effekt so geil ist. Oh, ja gut. Ja, der Brachen ist weg, okay. Ihr hättet eigentlich dann lieber Tyranno Infinite angreifen sollen. Scheiß drauf. Lief sich ganz so, wie ich eigentlich wollte, aber hey, kann schlimmer sein. Weil er kann nicht angreifen, da er nachher seinen Angriff halbieren werde. Ja, der muss mal ganz kurz weg, dankeschön. Ne, passt schon. Mittelteil-Golem. Ja gut, theoretisch stimmt. Hier könnte ich vor allem aus dem Stein nutzen, damit ich den Großteil-Golem rufe. Rufen kann, dann rufe ich Mittelteil-Golem. Danach kann ich Kleinteil-Golem aus dem Deck rufen. So. Ja. Wäre schön gewesen, klappt aber leider nicht. So. Nicht stimmt, ich brauche eine Fusionskarte, damit ich das Ding rufen kann, genau. Das war mit Hex war es ein bisschen anders, aber das ist ein anderer Grund. So. Ich hätte natürlich auch Hex zurückrufen können und einen Mittelteil-Golem nutzen, weil der Name steht auf der Karte drauf, aber scheiß drauf, komm. Erstmal muss das Vieh weg. Und dann können meine schönen Golems angreifen und das Duell beenden. Boah, ey, also ganz ehrlich. Also ich muss sagen, Jim hat ein geiles Deck, gar keine Frage. Ich hab's, dass ich das so falsch gelesen und interpretiert habe, alter Schwede. Bin fix und fertig. Ich glaube, ich weiß, es ist dieses Bioband. Ich schwöre, als das Duell zu Ende war, hat es sich aktiviert und uns irgendwie total träge gemacht.
Ja, gebt mir alles, ihr Schüler. So. Was sonst noch alles? Ja, ein paar Duelle sind noch, bis Dinger fertig ist. Über den Wolken. Und Überlebensduellen brachen weiterhin Schüler zusammen. Jim und Hazelberry mussten aufgrund extremer Erschöpfung auf die Krankenstation. Unterdessen stellte Blair ihren Freund Marcel Bonaparte zur Rede, dem es nicht gut zu gehen schien. Marcel, mach mal halblang, halt an. Oui. Hä, wo willst du hin? Kann ich das nicht mitnehmen? Die Amerikaner mit doch Fastfood. Wie schon mal. Mit dem Arm und der Duelldisk. Adrian Gecko. Adrian, danke, dass ihr zu meinem allerersten Duell der Juwelenparty gekommen seid. Die Juwelendisk. Der Chase. Adrian Gecko gegen Chase Princeton. Ja, das Duell könnte durchaus spannend werden. Oh ja, der hat dieses scheiß Wolkenmonster. Oh nee. Oh, die habe ich immer so gehasst. Vorzeitige Beerdigung. Er will vermutlich XYZ. Der VW XYZ Kanonen rufen. Also für ein Vulkan-Monster, das ist kein Problem. Dann kann ich den zum Beispiel machen. Du kannst 2 Nebelzellen machen, das kann stören. Okay, Vulkan Geysernebel. Offene Monster. Gut, er bringt auch erst später Sinn. Vulkan, Höhenwolke. Ja, dann will man erstmal sagen, Vulkan, Schäfchenwolke. Verteidigungsmodus und dann Regensturm. So, Chase, du bist dran. Ich spiele Wolkenmonster, oh Mann ey. Y-Drachenkopf, sind wir gespannt, fusioniert er oder macht das nicht? Da knüpft er es an, ne? Sind ja auch Union-Monster. Dann macht er eine ganz krasse Scheiße. Tja. Mal gucken. Ganz ehrlich, da ist wieder mal so eine ganz üble Starter. Was soll denn damit machen? Ja, ich weiß, ich kann Regensturm nutzen. Aber würde eh nur mit den 1000 Punkten was bringen. Gegner kontrolliert. Ja, ich könnte zum Beispiel den oder die zerstören. Dann wird das oder das Monster drauf gehen. Ja. Kann ich jetzt mal angreifen, wäre W-Flügelkatapult weg. Weil sie haben gleich Angriffspunkte, aber Vulkan kann nicht zerstört werden. Dann spielt die Fallenkarte Regensturm. Können die X-Köpfe Kanone loswerden. Nachher noch ein Y-Drachenkopf und die X-Kopfkanone. Wir müssen natürlich beides mal angreifen, das ist klar.
mir ordentlich Schaden reindrücken, aber damit muss ich erstmal ja, klarkommen. So. Wie gesagt, zerstören kann er nicht werden. Jetzt ist halt die Frage, nachher mit Wolke und Zorrowolke los. Ich meine, ich habe hier eine Zählmarke drauf. Dass du kontrollierst. Dann kannst du zerstören. Ja, kann ich natürlich noch wegwerfen quasi. Geiseln, wenn ich mal ein paar habe. Das wäre auch eine Option. Aber natürlich in der Situation, was hätte ich für Zauber- und Fallenkarten, um eben diese seltsamen Wolkendinger zu erhöhen. Die Zählmarken. Ich habe sicher ein paar Zauberfallenkarten im Deck, die das irgendwie managen könnten. Und so ist es aus, wird es gerade ein bisschen schwieriger, war. Toll. Verdammungsmodus legen kann ich auch nicht. Ja, wie gesagt, ich kann den nicht, Schreine Untot, also ich kann natürlich Säurewolke rufen. Und damit die Fallenkarte zerstören, weil ich damit ja zwei Wolkenmarken hätte. Und dann hätte das Monster noch und das, wenn dann das flippt und noch ein paar auf der Hand habe, bin ich eh wieder am Arsch. Also oder so sieht nicht gut aus. Also jetzt statt ein Wölkchen zu Beginn, dass du doch irgendwie eher eine andere Wolke rufen sollen. Naja, wie es genau weitergeht, Freunde, sehen wir in der nächsten Folge. Zurück hier bei Yu-Gi-Oh! Irgendwas. Oh Mann ey, ja, Wolkenalarm. Bei der Duelist Link Evolution. Bis dahin, bye bye.